Kippen? Wir sehen ihn nicht. Super. So. Und nochmal zu mir, bitte. Hier noch bitte. Dankeschön. Darf ich nun Herrn Rudi Czerny, lieber Herr Czerny, mit Eis kennen Sie sich seit Ihrer erfolgreichen Eiskunstlaufkarriere bestens aus. Dass Sie sich dann aber auf sprichwörtliche Art auf ein Glatteis der besonderen Art begeben haben, soll sicherlich Respekt. Vom aktiven Leistungssportler über den Sportreporter zum obersten, beliebtesten TV-Fahnder. Ich gestehe offen, auch ich war damals, schon so quasi von Kindheit auf an Zimmermann kannte und dergleichen. Ich war damals etwas überrascht. Czerny jetzt, neue Sportsendungen, das hätte man sich alles vorstellen können, aber Czerny macht jetzt Aktenzeichen XY. Ich habe mir inzwischen aber sagen lassen, dass Sie selbst auch zunächst etwas überrascht waren, dass Sie selbst diese Idee des ZDF zunächst etwas skeptisch gegenüberstanden. Aber immerhin, Sie haben sich dann dafür begeistern lassen. Man ist sich dessen heute gar nicht mehr so bewusst, meine Damen und Herren, dass Aktenzeichen XY eine der ersten interaktiven Sendungen des deutschen Fernsehens überhaupt war. Heute ist es die Rückkopplung mit dem, was die Zuschauer meinen oder sonst was, quer durch die Sendungen selbstverständlich. Damals war das etwas völlig Außergewöhnliches. Eine Sendung, wo unmittelbar erwartet wurde, dass Bürger zum Telefon greifen und entsprechend Rückmeldungen. Zuschauer wurden gebeten, die Ermittlungen der Polizei zu unterstützen. Ein in der Tat so eine Geschichte des Fernsehens, ungewöhnliches journalistisches Format und natürlich auch etwas ganz anderes im Vergleich zu Ihrer vorherigen Tätigkeit. Denn auch als Sportmoderator hat man mit den Sportlern kommuniziert und etwas Interessantes den Zuschauern geboten, aber nicht unbedingt erwartet, dass die Zuschauer auch ihren Anführungszeichen Senf dazu geben. Immerhin hat die Sendung eine Aufklärungsquote von 42% und im Durchschnitt rund 5 Millionen Zuschauer. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Und gerade bei dem heutigen Wettbewerb für Quoten und dergleichen respektabel. Das ist in hohem Maß auch Ihr Verdienst. Den Satz Eduard Zimmermanns, den Bildschirm zur Bekämpfung von Verbrechen zu nutzen, das ist der Sinn dieser Sendung. Den haben Sie sich als Leitbild für Ihre Moderation gesetzt. Sie kooperieren eng mit den Behörden. Die Polizei ist Ihr Partner, Ihr Themenlieferant. Mal fragt Ihre Kriminalfachredaktion bei den Dienststellen nach, mal melden sich auch Kriminal- oder Polizeibeamte quer durch Deutschland, wenn sie in Ermittlungen nicht weiterkommen. Jeder Tathergang wird mit den jeweiligen Beamten erörtert und das auf dieser Grundlage Instandbetrieb und der Polizei vorgelegt. Dass Sie, lieber Herr Czerny, großartig mit Menschen umgehen können, die nie ständig vor der Kamera stehen, das haben uns Polizeikollegen sowie Ihre Chefredakteurin bestätigt. Man kann das ja in den Sendungen auch selbst miterleben. Zudem verstehen Sie es durch Ihre überzeugende, durch Ihre sympathische, Ihre gewinnende Art, Zuschauer zur aktiven Mithilfe bei der Aufklärung von Verbrechen zu motivieren. Dass Ihnen Sicherheit und Helfen eine Herzensangelegenheit sind, vermitteln Sie nicht nur durch Ihre authentischen Moderationen, sondern Sie beweisen das auch. So waren Sie beispielsweise auf unsere Anfrage hin sofort bereit, als Testimonial für die Einführung des Digitalfunks für Einsatzkräfte, Digitalfunk hilft helfen, unseres Innenministeriums hier zu fungieren. Sie drehten kurzerhand in eigener Regie einen Filmclip für die Kampagne und stellten uns diesen unentgeltlich für unsere Internetseite zur Verfügung. Es ist nicht selbstverständlich. Da gibt es ja manche, wenn wir hören, da gibt es ein Thema, da
gibt es ja auch, als sich irgendeiner über einen Hilfenpass aufregt oder dergleichen, auch irgendwo Widerstände und dergleichen. Und da erlebt man, ich darf das einfach so sagen, gehört ja auch in den Medienwelt dann sehr schnell den einen oder anderen, hat er wirklich nichts damit zu tun haben, das könnte irgendein Zuschauer übel nehmen, dass ich mich für den Digitalfunk ausgesprochen habe oder dergleichen. Nein, bei Ihnen war das überhaupt kein Thema, weil Sie die Fachkompetenz haben, auch wussten, dieser Digitalfunk ist es wichtig. Für alle, für die Polizei, für die Feuerwehr, für die Rettungskräfte, und Sie haben sich entsprechend engagiert. Auch Ihr Engagement als Botschafter der Aktion Mensch passt, denke ich, in dieses Bild sehr gut mit hinein. Lieber Czerny, vielen herzlichen Dank für das, was Sie auf Ihre ganz eigene Weise für die Sicherheit in unserem Land beitragen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich freue mich, dass ich Ihnen die Sicherheitsmedaille überreichen darf.